So, jetzt fahren wir zu den Mennoniten. Wir sind schon eine Strecke Sand gefahren. Das wollten wir euch jetzt aber nicht alles noch zeigen. Das ist der Kilometer 81 auf der Ruta dos, wo man dann abbiegen kann. Und wir wohnen Kilometer 76. Das heißt, wir sind nur 5 Kilometer entfernt. Und die haben hier auch einen Second-Hand-Laden. Eigentlich ist das hier bei den Mennoniten ein Krankenhaus, das schon seit über 50, ich glaube 60 Jahre existiert. Und ja, und ich fahre heute mit meiner Mama wieder mal dorthin, weil wir kennen dort auch schon einige Leute. Sie sprechen ein Plattdeutsch, glaube ich, und haben ein Hospital, besonders für Leprakranke, aber auch für alle anderen Leiden, die man so hat. Sie kümmern sich sehr stark um Leprakranke und haben ein großes Herz. Wir haben ja auch Mennoniten bei uns im Landkreis Leer oder beziehungsweise in der Stadt Leer. Und das ist schon ganz interessant, dass wir hier in 11.000 Kilometer entfernt von Deutschland leben und hier direkt bei uns in der Nachbarschaft mit Mennoniten natürlich erstmal Hochdeutsch kommunizieren können, weil ihr Plattdeutsch kann man gut lesen, aber verstehen ist dann schon immer ein bisschen schwieriger. So, jetzt nähern wir uns dem Tor. Hospital Mennonita. Alles ist typisch deutsch, ordentlich, sauber, strukturiert. Da sieht man die Hinweisschilder. Hier ist das Hospital. Dort ist ein ordentlicher Parkplatz. So, und hier ist der Eingang vom Hospital. Upsi, und hier, nein, das ist die Sabateria, das ist die Schusterei, ich habe gelogen. Da ist das Hospital, alles sehr überschaubar, klein, aber schön. Und hier will meine Mama immer hin. Das ist nämlich ein Second-Hand-Laden, wo man gebrauchte Kleider kaufen kann. Und dieser Erlös kommt dann den Patienten zugute, den armen Patienten. Ja, und mehr erzählen wir dann mal später.